Deputierten, liebe Members aus dem Schaffner Gemengerat, liebe Vertreter von der Resistenzorganisationen, liebe Repräsentanten von den Gewerkschaften, die Damen und Herren, delegiert vom Syndikat Initiative, von den Vereinen, liebe Herr Pastor und Freund Ricardo Monteiro, verehrte Mitbürger, die Damen und Herren, merci für Ihre Präsenz heute auf der Festivität am Kader von der Journée de Commémoration Nationale. Im Moment ein Tag zu ehren und als Souvenir für die Leute, die sich an die Jahre 1940 bis 1945 gegen die Okkupation von Lützeburg durch Nazi-Deutschland gewehrt, gekämpft und noch gestorben sind. An der offiziellen Proklamation von der Regierung heißt es, der nationale Kommemorationstag geht auf die Personenstandsaufnahmen vom 10. Oktober 1941 zurück. Damals wollten die Nazien am besaten Grand Duché unter anderem von den Bürgerinnen und Bürgern wissen, ob sie jüdisch wären und noch welche Nationalität, Mammenspruch, errast wird. Die Resistenz hat damals dazu aufgerufen, für die 3 letzten Frauen mit Lützeburgisch zu beantworten. Ganz viele Leute sind der Aufforderung nachgekommen mit dem Resultat, dass die Volkszählung annulliert ist. Ja, die Damen und Herren, 84 Jahre schrecklicher Krieg, den die Welt fest am Griff hat. Für die meisten von uns Heibannen eigentlich etwas Unvorstellbares, etwas, das wir gar nicht kennen. Für viele andere allerdings auch eine schreckliche Tatsache, die sie teilweise nach Mutter erlebt haben. Dafür von dieser Platz aus ein kleiner Blick zurück, wird zu verstehen, wie weit wir heute sind, wie weit die Journée de Commémoration Nationale steht. Anschließend, darunter, gehen wir bei den Gesang überwechseln und dann ging eine sympathische, nachdenkliche, ja, Meditativ-Reflexion von unserem Archivist, Herr Daniel Giordano, gemacht gehen über den Sinn von der Kommemoration, über die Stellenwert und noch die Importanz von der Erinnerung und das mit dem Blick ein bisschen an die Archiven und das mit dem Blick auf das, was war, auf lange Zeiten von Frieden und noch mit dem Blick auf aktuell Krischer Urstadt Welt. Die Damen und Herren, wird erwähnen, 1944, quasi im Moment vom Zweiten Weltkrieg, lag, wie ich gesagt habe, Europa und noch als Land voll am Boden. Viele Infrastrukturen wurden zerstört, die Straßen wurden futti oder verschwunden, Brücke gesprengt, die Reste von Bomben, Kugeln und Granatsplitter lagen an den Wohnkartien und wurden Zeichen von Terror erlebt. Die Relationen unter den Nationen und an den Ländern wurden schwierig und haben gelitten. Die Juden am Land wurden gejagt und deportiert. Die dem Regime nicht gepasst haben, sind verfolgt, umgesiedelt oder bestraft gehen, auch viele von ihnen sind noch umgebracht gehen. Weil den 10. Oktober 1941, wie ich gesagt habe, und Lützeburger an der Personenstandsaufnahme ihren Willen Ausdruck gehen, unabhängig zu sein, frei no Motto, wir wollen bleiben, was wir sind. Von dem Ablack an hat die Population Tag für Tag den Nazi-Terror als seine gruseligsten und inhumansten Formen müssen erdrohen. Am 30. August 1942 wurden die Lützeburger Jungen an dem Feind seine Armee gezwungen. Es kam den 31. August zum Streik, zum Aufstand dagegen. Wir Schöfflinger, aber von allem als Schmelzerbichter, haben das Kapitel von der Geschichte mitgeschrieben. Die Reaktion hat allerdings nicht auf sich weitergelost und der Okkupant hat mit harter Hand reagiert und agiert. Leute wurden verhaftet, an KZ deportiert, exekutiert, Familie von Refraktären, an denen Jungen, die aus der Wehrmacht desertiert sind, wurden zwangs umgesiedelt. Ein dunkelt an eben schrot Kapitel von unserer Geschichte, mit viel Tod, mit Leid und auch Trauer, mit dem Nazi-Terror und eben bösen und schrohe Jahren von der Okkupation. Durch die brutale Invasion wurden Dignität von der Lützeburger, die Integrität und Neutralität, die Independance und auch die Libertät von unserem Land mit Fels getrippelt und der Besatzer hat von Anfang an probiert, als kleine Kommunität an das Großreich zu inkorporieren. Das auch mit der Hilfe von eifrigen Kollaborateuren. Allerdings, die größten und die große Majorität von den Lützeburger haben zusammengehalten und haben sich gegen eine Macht, gegen diese am Anfang keine Chance hatten, gewehrt. Ein hat dem anderen geholfen. Holf kam auch von außen. 1944 kam löserlos ihre Hoffnung ab. Mit der Landung von den Alliierten an der Normandie hat die Liberation von Europa angefangen. Aber es war ein langer, aber schwerlicher Weg. Couragiert Lützeburger haben sich hier am Land, an der Resistenzbewegung, am französischen und belgischen Maquis oder an der Armee von den Alliierten engagiert. Ungezählte Zivilisten haben geholfen, die jungen Zwangsrekrutierten zu verstoppen und ihnen das erste gebracht oder ihnen geholfen zu flüchten. Auch die großherzogliche Familie
huet die Lützeburger Bevölkerung net vergiss. Von England aus huet Großherzogin Charlotte iwwer de Radiosender BBC den ënnerdrückte Lützeburger Courage gemacht. De Prinz Felix an den Großherzog Jean hunn militärischen Ersatzstil geholt. Wie den 9. September d'amerikanische Truppen no heftige Gefechter endlich zu Lützeburg ukommen, wurde Krieg nach lang net gewonnen. Et goufen zwar viel Ortschaften befreit, man net all. Speziell haut op diesem Tag, also da ist Pflicht und Vergangenheit zu erinnern, an diese Gedenken, das Jahr gedenken wir ganz besonders eben dem 80. Anniversär von der Liberation. Den 9. und 10. September 1944 kommen die echt amerikanischen Truppen an der Grand Duché un. Ein ganz friedlicher Moment für viele von unseren Matbürger und Matbürgerinnen, die die Hoffnung nicht abgehen hatten, aber weiterhin in die Prinzipien von der Freiheit gelebt haben. So heißt es an der Proklamation von der Regierung für den Tag von heute. Der Lichtung am Land nur der Liberation durch die amerikanische Truppe war groß. Mit leider waren auch noch nicht dann vom Zweiten Weltkrieg. Ein paar Monate später, den 1. Dezember 1944, sollte man am Anfang von der Ardennen-Offensive nicht viel mehr über das Land, über das Land, das sind Einwohner arabrischen. Ganz die verraschiert sind, zerstört gehen, Hunderte von Zivilisten sterben und über 10.000 Soldaten fallen bei enger von den tätlichsten Schlüchten am Zweiten Weltkrieg. Für die Einwohner immer nicht ein Hin und Her gehabt zwischen Frieden und Angst, wäre eng unsicher, ja immer noch gefährlich Zeit. Es war alles ernst wie einfach, für nie Ordnung hinzukriegen. Und Grenzzonen zu Deutschland sind jeweils zu einem No-Names-Land erklärt gehen. Wie ein Grund, als mehr weit an die Lande geflüchtet, Lützeburger haben an der Reihen von den Alliierten für die Freiheit gekämpft, eine Freiheit, die Tausende von ihren Kompatrioten an den Prisungen, an den Konzentrationslagern, an den Vernichtungslagern oder an den Lagern für politisch deportiert lang verwirrt war. Tausenden von Zwangsrekrutierten haben an den Gefangenenlagern oder an der Front ein hartes Schicksal müssen erdrohen. Ende 1944 kommen wir so zur Ardennen-Offensiv, bei der der Norden vom Land schwer getroffen wurde. Todescher Verletzter, Kriegsverbrecher und Zerstörung haben zum Alltag gehört. Übrigens ein Klammer op, do sind ganz viele Leute von der Schmelz darüber an den Norden gegangen und haben beim Abbau von denen Dörfer bei der Zerstörung für die Rückgängigkeit haben die geholfen und haben ganz großen Ersatz gewiesen. Die Liberation war für viele von unseren Menschen noch nicht gleich dann von der Nazi-Diktatur, weil die vielen Konzentrationslager in Europa bleiben bis zum Ende vom Zweiten Weltkrieg weiterhin Plätze für systematischer Folterung und Mord, für allem für jüdische Familien sowie Frauen und Männer, die sich an der Resistenz engagiert haben. Nach immer mussten zwangsrekrutierte Frauen und Männer für Hitler Deutschland schaffen kämpfen oder waren in der Kriegsgefangenschaft. Nach immer hun umgesiedelt Familien davon gedreht, themisch zu gesehen. Ja, mit den Tränen hatte ich aber auch immer nicht die Hoffnung noch einem neuen Frieden vermischt. An Dach recht am Februar, März 1945, als der schlimme Krieg zu Ende kam. Die Befreiung gab nicht mehr möglich durch eine exemplarisch solidarische Haltung zwischen Lützeburger und Nicht-Lützeburger. Sie hat sich auch nur und nur entwickelt und im Moment leider viel Menschenleben gekostet. Maar iedereen wist, wo sein Platz wir, was im Spiel stehen. Die Überleben von der Nation und der Libertät von der Population. Lo, am Jahr 2024, also 80 Jahre spät, ist immer noch Krieg an der Welt. Einer Krieger, die aber auch Leid und Not, Tod und Elend bringen. Krieger, die gerade so viel Solidarität und Courage erfordern wie seinerzeit. Zwei von Demos verlosen uns, los. Allerdings sie sind nicht gegangen, ohne etwas zu handeln. Hier Christerlebnisse, die nicht sollten an der Vergiss geraten. Lost uns dafür an Ehren halten, an dem wir uns mit ihrer Geschichte befassen und die Erinnerung an sie im Leben halten. Was sie auf sich geholt haben, hat es erlaubt, den Krieg zu einem Ende zu bringen, Frieden zu haben und eine Gesellschaft aufzubauen, die auf festen demokratischen Fundamenten steht. Lost uns ihre Message weitergehen. Haut um nationale Gedenktag, als es uns alle gut ob beneits in Ulayes Merci zu suchen. Der Befreier und der Kompatrioten, von denen jeder Einzelne auf seine Art und Weise dazu beigetragen hat, dass Hass und Gewalt zur Gunst verschwonnen. Haut 80 Jahre spät sind Wunden teilweise geheilt, allerdings Narben von Trauer, von Nachdenklichkeit an der Erinnerung bleiben. An Fenster vom Souvenir steht eigentlich all darauf. Wir gucken nicht all darauf durch, wir dürfen sie auch nie zumachen. Mit Blick von Haut auf Liberation 84 Jahre, so schreibt die Regierung in ihrer Proklamation,
Für allem den Ufang vun enger neuer Zeit fir Lützeburg Schlossgang. Enger Zeit markiert durch de Retour vu Freiheit an Demokratie, vom Neesopbau, vun der Solidarität a vom Engagement an internationalen Organisationen. Eng Zeit vun 80 Joer Frieden fir Land. Haut, und es Krieg an Europa ass, wenn es Extremideologie versichert Gesellschaft zersplicken, also es wichtig, dass mir das Solidarität an das Engagement nicht vergessen. Noch das wird uns Herr Pastor an der Masse Logratnerrenke innerstrach, und weiterhin für Freiheit, Frieden und Demokratie sich anzusetzen, heim und über das Grenzen heraus. Wir sind ein bisschen weit an der Geschichte gegangen, ich weiß, schon viel schon gezählt, aber ich wollte machen, für wirklich die Stelle werden der Kader von der Journée de Commémoration Nationale herauszustreichen, weil viele von den Jungen, die wissen gar nicht, wie wir überhaupt sind, und immer die Stimmen, die schreien, muss ich das danach feiern, das ist das noch notwendig, 80 Jahre, du noch muss ich nach, und die Gedenken, die das gemacht haben. Ich denke, ja, das ist nicht unwichtig, das tut doch etwas Ähnliches an tun. Haut und nationale Gedenktag, die wir 1946 schalen, wollen wir um die 4400 Lützeburger Opfer denken, die den Ehrentitel Mort pour la Patrie drohen. An diese Gedanke schließen wir auch die über 3600 Jungfrauen an, die als Zwangsarbeiterinnen an den Reichsarbeitsdienst forciert wurden. Überhaupt haben viele Frauen am Krieg vieles gemeistert, aber wurden ein Vorbild von Engagement für Courage und Hilfe. Sie haben die Resistenz gestellt, sie waren die Pilier von der Familie, weil Männer waren nicht da für unsere Merci mit Respekt und als Anerkennung für eine schwere Mission. Wir wollen aber auch heute die viel Fremden nicht vergessen, die bei uns gelebt haben und die auch Opfer von der Nazi-Politik kaufen. Denn Opfer zu gedenken ist eine wichtige Pflicht. Wir haben als Freiheit, als Unabhängigkeit, als Frieden und als Wohlstand denen zu verdanken, die sich 84 Jahre mit Courage gewehrt haben. Ja, denen, die ihr eigenes Leben auf das Spiel gesetzt und verloren. Dafür von damals sie gestorben für eine freie Gesellschaft. Sie haben das Leben gegeben, für das wir am Frieden und der Freiheit leben können. Die Erinnerung an die große Zeit wollen wir dafür wackrig anstellen. Wir haben auch heute die Responsabilität und die Obligation, uns für eine Gesellschaft, für eine freie Gesellschaft, für ein solidarisches Europa zu engagieren, und für Werte von der Humanität, von der Toleranz, und für den Respekt von den Menschenrechten zu kämpfen, nur bannen in unserer Gesellschaft, aber auch nur draußen für eine offene, gerechte Welt. Denn davon haut das dem noch eine wichtige Etappe. Das ist ein Schritt, und das ist ein Zeichen und ein Aufruf, für das zu realisieren, was 1945 viele Menschen gesagt haben. Plus jamais ça, nie wieder Krieg, war, never again, nie mehr. Merci. Amen.
Herr Burgemeester, Herr Deputéierten, Leifvertreter vom Schaffner Gemengerot, Leifvertreter von den Vereiner, Leif Eiere Gäst, Leif Bierger von Schöffling. Das mir ein groß Eier an eng Fred haut 4 zu stohlen für als Schöfflinger Bierger, pur wir an Evaluierungen als Menge Gedanken zum nationale Kommemorationsdag 4 zu drohen. Für so der Gemeng an ihrer Vertreter große Merci für das Vertrauen. Der Burgemeester huet das ignoriert, schon bald alles gesot, was zu dem Thema historisch zu sagen ist. Wichtig ist aber, den jungen Generationen die Erinnerungsarbeit Minute zu bringen, weil wir alle müssen uns bewusst sein, dass die Freiheit leider nicht selbstverständlich ist. Als einfache Bürger, also ganz oft weit weg von den Evenementen aus der Weltpolitik, die zu den Konflikten gefordert wird oder leider auch noch zu Konflikten feiern. Dir froh Dich wahrscheinlich, was das für Lien hat mit unserem nationalen Kommemorationstag. Ma ja Menge an Stanford ganz einfach. Als Gegenwart an als Zukunft können wir nimmer besser gestalten, wenn wir die Vergangenheit an Erinnerung behalten und wissen, was es gegangen ist an den Konflikten von früher, die Lützeburg direkt betroffen. Nimmer wen informiert das, kann sich schwer besetzen. Du froh dich sicher auch nach, was ich damit so will oder wie ich mir das vorstellen. Ich muss logisch für Zeitungen von dem lesen oder als Allbuch über die geopolitische Entwicklung auswendig zu kennen, für den Krieg zu verstehen und zu wissen, wieso wir heute hier stehen. Nee, am Menge nach absolut nicht. Wenn mich fragt, geht das eventuell über 18 Spaziergänge mit dieser jungen Generation. Ich kann mir vorstellen, dass da noch ein bisschen mehr verwirrt sind, wie das noch für ein paar Minuten. Ich bleibe aber dabei allein ein Schritt drauf. Wenn ich so, dass mir zu Schöffling an der Hinsicht bald alles für die Erinnerungsarbeit Angebote kriegen, und ich schon quasi so wählt, dass mir da verwindet sind oder als Gemenge Beispiel für viele andere kann sein. Das ist nämlich nicht kompliziert. Guck dir einfach an unserem Dorf an. Viele Leute trippeln alltag längs als Monumente und haben keine Zeit, für einen kurzen Blick drauf zu werfen, an die einfach schlicht Wörter zu lesen, die meistens draufstehen. Wie das der Fall ergeben sie ein paar Sekunden darüber reflektieren. Könnten sie beim nächsten Trippeltour mit ihren Kanner oder mit ihrer Familie das Platz mit abbauen und sich mit der Thematik beschäftigen? Sie haben diese Monumente, der Baum von Tambov, der Freiheitsplatz, der Rond-Point Petten oder der Square Hansadam, für nicht die zu nennen, all erinnern sie uns am Alltag und als Pflicht zu gedenken und nicht zu vergessen. Da muss gar nicht über Gräueltaten vom Krieg geschwärzt gehen, mir schlicht und einfach den jungen Generationen erklärt gehen, dass das Lützeburger Volk am Krieg zusammengehalten hat und sich gegen die Unterdrückung gewehrt hat. Und genau das gedenken wir ja heute all zusammen. Das ist nämlich das Wichtigste, als Kanner und als zukünftige Generationen darauf hinzuweisen, dass wir heute frei stehen, weil als Vorfahren sich zusammengetan haben, für sich zu wehren und auf vielen Aktionen von passiver und aktiver Resistenz teilgenommen haben. Der pädagogische Teil von der Erinnerungsarbeit dürfte aber keinesfalls vernachlässigt gehen. Es soll aber nicht erst an einem Alter damit angefangen gehen, wo die Jungen sowieso mit sich selber überfordert sind, weil sie voll an der Pubertät sind. An ihrem jüngsten Alter kann in der Kanner schon der Message mitgehen, sie wird durch Mitmachen in so einer Zeremonie wie Haut, zum Beispiel mit kleinen Fendelsch als Akadrement oder dadurch, dass sie eine Blume bei einem Monument lehen. Das Klang an harmlos Gesten, Hanalose bei ihnen Spuren, erstärken dadurch die Wichtigkeit von den Gedanken und die Kollektiverinnerung. Bei Zeremonien, wo Zeitreihe leider immer mehr rar gehen, könnten Kanner Blumen am Numm von den Anciens lehen. An den Vereiner schwätzt der Mengen an, nicht dagegen, für auch jung Fendelsträger anzusetzen. Gerade so wie die Monumenter stehen Fendel von den Vereinen, Amikalen oder Fraternellen, als Symbole an Zeichen von der kollektiven Erinnerung da. Soll mit Stolz an eher von jungen Generationen weitergetragen gehen. Den Zusammenhalt am Krieg, an den demolischen Ersatz von unseren Anciens, für die Verteidigung von unseren Werten muss sich heute in Form von einem intergenerationellen Zusammenhalt am Erhalt vom kollektiven Gedächtnis zurückspiegeln. Damit leben wir mit ein bisschen Chance, Fundament für eine zukünftige Generation von Mitbürgern, die hoffentlich und den Zusammenhalt an den Frieden leben und sich dafür einsetzen. Dadurch verspreche ich mir einen Ersatz gegen alle Formen von Hasselement und Unterdrückung. Der verstorbenen französischen Diplomat, Schriftsteller, Resistenzler und KZ-Überlebenden Stéphane Hessel hat diese Message schon im Jahr 2010 mit den Wörtern Indignez-vous und die jungen Generationen gerichtet. Ich sage merci für die Nachricht.
der huet gesinn mir hun net Kleinmänner an der Gemeng die so mir auch größer stärker die machen eng wunderbar Reflexion. Die Damen und Herren, Leven Daniel, dir einen großen Merci für Dinge ja interessante notdenkliche Reflexionen, weil du hast am Gespräch zu mir gesagt Memoir und de Merci du für Kommemorationen noch Zeremonie der Solidarität bleiben wichtiges Element. Die Damen und Herren, es ist ja schon vieles gesagt, aber das ist wahrscheinlich die letzte Karriere von dieser Qualität für beim Journée de la Commémoration nationale pour vote der so an dofir Lärmschmoch vielleicht einfach min Zeit zu abuséieren oder Geduld zu abuséieren fir B3 wir danach zusätzlich zu so und ihr wisst ja, dass mir Rede sowieso immer zu den Kirste von der Welt geieren an dofir braucht der Günne zu fährten, dass ich so viel zu viel lang geschossen. Nee, ich wollte aber so, dass man all Jahr dat vergeht also all Jahr wat vergeht. Du geht doch der Erinnerung an die große Zeit vom Zweiten Weltkrieg, also am der Ausruf von Daniel rausgesucht, gehen immer mehr schwer, weil Bilder von Misere, von Leid und von Trauer gehen immer mehr reif. Das für die Nachkriegsgenerationen, und dazu gehören ich auch, mit meinen über 65 Jahren, eigentlich kaum vorstellbar, was Realitäten an den Kriegsjahren waren, zu den von der Boom oder vom Bob oder von einem Moni erzählt wird, wie den all der zuletzt dem Druck von den Okkupanten war, mit denen selber nicht erlebt, die Generationen haben, die im Jahr wir sind, aber viele, die nach mir jung sind, wir sind da viele dabei sind, die nach mir jung sind, wie mir alle gehören, haben, und das ist schon eine komplizierte Geschichte. Und aber so nicht, weil die Bilder und Wissen um die aktuellen Krieger von Haut am Nahen Osten, an der Ukraine oder so auf der Welt, losen als ja gar nicht klar. Das ist nicht wie dann, wie wenn das egal wie. Ich meine, egal wie alt, egal wie jung in uns, dass die Bilder, die in den Lohr am Kopf gesagt wurden, wissen aber auch, schon kein Deutsch oder Lützeburg wird, von das Façon de conduire la guerre durch die Möglichkeiten von der Intelligenz artificielle von KI so revolutioniert gehen, und dass die Kriegsführung haut viel mehr subtil, viel mehr perfid gehen, die schon de Partei, dat wir den an der Ukraine gesagt, dat wir den an Sendverducht an Russland gesagt an am Gaza unterstreichen dat mat Notdruck. Dafür muss man nicht vigilant bleiben. Die Misere an der Welt von Haut, die schrecklicher brutal Krieger net weide wäsch von uns, Not, Leid an Tortur von den Refugien soll es nicht egal sein, weil sie weise leider, dass Intoleranz an Hass vis-à-vis von anderen Ideen, Kulturen, Religionen und Rassen immer noch präsent als eine große Misere auslesen. Und das geht mir am Herz wirklich immer ganz richtig schwer. Und dafür wünsche ich vielleicht Aktivitäten am Laufe von meinem Burgermeister da sein gemäht, wo die Hänge oder andere gemerkt haben, das wäre vielleicht nicht unbedingt notwendig für dazu zu machen. Schon da war es eine wichtige Initiative empfunden. Zerstörung von diesen Infrastrukturen, Massaker, Deportation, Tod und Evakuation, sie wieder, die kaum hört, mit den Lorem viel zu viel oft hören. Also sie sind den Ausdruck von einer Teufelsspirale aus Trauer und aus Angst, die es immer mehr kompliziert machen, für den Frieden, die Freiheit und Sicherheit, du zu erreichen, wo wir es wollen, du zu garantieren, wo es muss sein. Der Willen zum Frieden und der Wunsch, mit in den Eins zu gehen, als oft Seide wäsch. Und eine ultimative Eskalation, wir spüren das ja, wenn wir Bilder im Fernsehen gesehen, mit einer höheren Vergeltungsbereitschaft, auf der einen und auf der anderen Seite, ich will euch nicht qualifizieren, wie Schuld, aber wen nach mehr Schuld und der Sache, es gilt, das Eskalationsspiral zu brechen. Wohl wissend, dass es allerdings schwer ist, über den Weg vom Frieden mit Leuten zu schwätzen, die absolut gar nicht daran interessiert sind. Und das kennen wir auch. Lo, wo wir uns und uns Geschichte erinnern, dürfen wir aus dem Schicksal von denen Menschen nicht versperren. Leute, die statt Welt von Hunger leiden, erstirben, Leute, die statt Welt Opfer von Krieg sind, von der Intoleranz und Extremismus, Leute, die verdrieben gehen, flüchten. Als Kommunalaktionen wie die vom Team Fairtrade Schöffling oder durch SBL Schöffling hilft, die über 500 Millionen Sue bis an die letzten 20 Jahre für Projekte gespendet oder noch die neue Projekt, den Gemeng Kooperation mit SOS geht, Teranga genannt, die sich im Haus enden nicht werden installieren, sind Aktionen und Initiativen für Solidarität. Es sind sicherlich kleine Schritte, mit den Schritten, die auch für Frieden und Gerechtigkeit sind. Es geht sicher darum bei den Memoirs, bei den Skulpturen, bei denen bei dem, die man gesagt haben, sich können daran erinnern, ich muss noch mal kleinen Aktivitäten, der Gedanke von der Humanität, von den Menschenrechten, können stärken. Das diabolisch, xenophobisches Potenzial an der Kap, die Herren, ich entschuldige mich, dass so lang sind, xenophobisches Potenzial an der Kap von der Rechtsextreme von allem ist leider noch immer präsent.
Das ist ein großen Defi für all die demokratischen Kräfte, die wenn in da an Deutschland guckt und noch an Frankreich guckt, nicht die Antworten fanden für den jetzt gelastischen politischen Führer entgegenzutreten. Zudem ging es leider auch an diesem europäischen Raum Politiker und sogar Regierungschefen, die nicht viel Hut tun an einer freier Presse und an einer unabhängiger Justiz. Nicht ganz weit weg, schmengen bei nationale Kebers relativ no dabei für spielen. Noch die verbal Eskalation am politischen Dialog bereiert aber beruhigt mich immer mehr. Ich weiß nicht, wie dir geht. Und das schon so erschreckend zu lesen, war von einem Deputierten von der ADR Leute aus der nationalen Menschenrechtskommission als Gruppe mal bezeichnet gehen, die ich gar nicht brauche. Ich weiß nicht, wie eine politische Couleur die Einzelmembers an der Menschenrechtskommission hun das meint egal sind Leute, die mit arme Conscience für Menschenrechte für Freiheit ersetzen an der Stelle noch dazu von unserem Premier Frieden, den du seht, dass die Menschenrechtskommission ein konsultativ von Eck stehen aus von der Défense für Valeuren wie menschliche Dignität und noch fundamentale Rechte. Auch den Erfolg von den Rechtspopulisten an den Demagogen bei rezenten europäischen Wahlen, also mengen auch nicht unterschätzen. Und der hat nur geplappert von ihren Parolen, die in allem so eins hört, man die hören nicht so unrecht. Gedanken als gleiche muss schwer zu verstehen, auch für mich schwer not zu vollziehen. Das zu hoffen, dass die politischen Akteure aus damit von der Gesellschaft die richtig Antworten haben. Jedenfalls müssen wir Vigilanz weisen und aufpassen, dass man den Kompass für Frieden und Gerechtigkeit, für Freiheit und Solidarität, auch 35 Jahre im Fall von der Berliner Mauer, das ist also noch gar nicht so lange hier, und auch 80 Jahre am Ende vom Zweiten Weltkrieg, und noch nur der Success Story von der Europäischen Union als Friedenskommunität festhalten und uns auch darüber orientieren. In diesem Sinne bin ich froh, dass der Nobelpreis für Literatur und Südkoreanerin Han Gang gegangen ist. Ich muss sagen, ich habe noch keinen von ihren Werken von der Madame Han Gang gelesen, allerdings hier intensiv poetisch Prosa über historische Traumata, über Schicksalsmomente und über Zerbrechlichkeit von der menschlichen Seele, vom menschlichen Leben durch Gewalt und Unterdrückung schwätzen ein klarer Spruch, sodass Madame Han Gang meiner Meinung nach den Nobelpreis mehr wie unrecht hat. Gleiches zählt auch für die Auszeichnung mit dem Friedensnobelpreis und die japanische Organisation Nihon Yonka, die 20 Jahren aufruft, eine atomwaffenfreie Welt zu schaffen. Das ist eine Assoziation, die von den Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki gegründet ist und sozusagen der Konseil von den Opfern durch Atom- und Wasserstoffbomben ist. Der Friedensnobelpreis also stark Zeichen für alle Aktionen und Revendikationen von dieser Organisation, die sich zum Slogan gemäht haben, nie mehr Hiroshima, das ist auf ihre Fahne geschrieben. Eigentlich sind es ja Stimmen gehen, wie die aktuell Kriege in der Welt, dass keine Person, keine Institution mit dem Friedensnobelpreis so honorieren wird. Allerdings, dadurch, dass den Tabu für den Ersatz von Atomwaffen, hat er den immer nicht immensen Druck geraten ist, meine ich, also der stark Zeichen, hier eine Reaktion zu weisen, an ihnen eben die Auszeichnung vom Friedensnobelpreis zu schenken. Fängt nie an abzahlen am Ersatz gegen Ungerechtigkeit, er fängt immer nicht neu an gegen Ungerechtigkeit am Ersatz zu sehen. So denn ja Kammerskirt, früheren UNO-Generalsekretär Friedensnobelpreisträger. Genau an diesem Geist gesehen wir den Tag von heute in Kommemoration und die viel Opfer an den nachhaltigen Ersatz für Frieden und Gerechtigkeit auf der ganzen Welt. Am Respekt mit den Kriegsgenerationen, die sich gegen faschistische Regime gewährt tun, so mir merci für ihre Präsenz banden auf dieser Kommemorationsfeier. So eine Woche merci für den Gesang, so noch merci dem Jan Roulian auf der Trompete und dem Bob Premier auf der Trommel für Durchspielen von der Sonnerie, so noch als dem Herr Pastor, mir Montairo, dem Ricardo, merci für das Mass und die klar meditativ Gedanken, die du gemäht sind, auch für die Liturgie, die du als präsentiert hast. Journée de Commémoration nationale als ein Moment von der Besinnung auf von der Erinnerung, egal wie sie gefeiert wird. Das ist ein Moment, wo Bürger, wo dir erst gegen Vergessen ersetzt, der Erinnerung pflegt und gleichzeitig für Frieden und Gerechtigkeit, für Menschenrechte und Freiheit antritt. Das ist ein starkes Zeichen, wir vom Chef der Gemengerot so nicht dafür merci.